Der Evangelium ist der Gute Nachricht, dass wir können gerat sein, durch Gott seine Gnade, wann wir glauben. Epheser Kapitel 2, der 8. bis 10. Vers sagt es dort. Wir sind durch Gott seine Gnade gerat, wilt wir glauben. Das ist nicht durch jene Worken. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht uit Worken, so dass keine Ursache hat, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einer Stunde gesagt, dass wir Gott tun können. Nu sollen wir auch noch leben. So Paulus sagt hier, dass Rettung ist ein Geschenk in Gnade. So hat er hier verglichen in der Ende davor sagt, dass das nicht uit Worken. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist, was wir geben, und wir geben das darauf, dass die andere Person braucht uns nicht tun für uns. Das ist frei für ihn. Und so ist es auch mit Gnade, das ist ein Geschenk. Unsere Rettung ist ein Geschenk, wir können das nicht verschaffen. Und dort hat der zweite Part, wir können auch nicht unsere Rettung verdienen. Das ist bloß, was Jesus getan hat für uns, wodurch wir gerettet können sein. Das ist bloß durch Gnade. Das ist bloß, wenn das ein Geschenk ist, dass wir gerettet können sein. Das ist nicht, was wir können tun, dass wir nie wollen Gott genug sein. Ich rede nicht mehr mit Menschen, die sagen, wenn mein Leben ein bisschen angerecht ist, dann wird Jesus annehmen. Wenn ich ein klein bisschen mehr Kontrolle habe über mein Leben, dann wird ich Jesus annehmen. Aber wir wollen niemals Gott genug sein, dass wir nie recht sind, dass Gott kann uns retten. Wir sind einmal Sünder gewesen und wir wollen noch einmal Sünder sein. Und das ist durch, was Jesus tut für uns, dass wir gerettet können sein. Römer Kapitel 5, der 6 bis 8 Vers sagt, das ist das. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose zur rechten Zeit. Du würdest vorwerfen, ein gerechter Mann sterben, doch für einen guten Mensch muss dort verwirken zu sterben. Aber Gott weiß uns seine Leib durch an, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Wir nicht, was wir haben getan, wo wir dort nie wird werden, dass Gott wird uns das schenken. Da wir durch Gott seine Leib, dass er gestorben hat für uns. Und dann wieder Gnade ist für die, was helplos sind. Wir wären ohne Hilfe. Wir wären nicht, dass wir nicht stark wären. Uns fehlt die Hilfe von Gott. Du wir nicht, was wir können tun, dass wir dichter bei kommen nach Gott. Uns fehlt die Hilfe, dass Gott kommt nach uns. Er beweist sich, wer er wir, und er weist uns den Weg, wo wir können gerettet sein. Und Gnade ist für die Sünder. Du hast keiner, was bitter diese Gnade ist. Du hast keiner, was so eine tiefe Sinn werden ist, dass er nicht derüt kann. Du hast keiner, was so eine schlechte Sinn hat getan, dass diese Gnade nicht stärker ist. Gott seine Gnade, Gott seine Geschenk sind für Sünder. Und dann, diese Gnade kostet der Jever. Wir sagen fertig, dass Gnade ist frei. Aber Gnade ist wirklich bloß frei für die, was er kriegen wird. Die Gnade, was von Gott kommen wird, unsere Rettung, die Gnade, was die Rettung geben wird, ist eine sehr teure Gnade. Das hat eine sehr teuren Preis für Jesus Christus. 2. Quentin Kapitel 5, der 21. Vers sagt, Gott mögt den, der von keiner Sinn wisst, in unser Steht zu sind, dass wir durch für Gott gerecht worden, so als dort für jalen det. Gnade ist bis in sonst, ist bis frei für die, was er annehmen det. Das ist wegen die Bibel lehrt uns, dass der Preis für unser Sinn ist der daut. Hebräer Kapitel 9, der 22. Vers sagt, dass Gesetz verlangt, dass meist alles mit Blut gereinigt wird. Und ohne Blut verjeiten, gibt dort keine Sinnenvergebung. Jesus starb, er gab sein eigenes Blut, sodass er unser Sinn betonen, sodass wir den Preis nicht müssen tun. In Kolosser Kapitel 2, der 14. und 15. Vers sagt es das. Er hat den Schuldschein, der mit
Sein Vordien von Gesatz verjängen uns Stund, durchgestreckt und ewig Zeit gebracht. Hat dort Schuldschien und dort Krieg genärgert. Hat dort Gewalten und die erste Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Mögt an ten ab seinen für alle Menschen und lädt an weg als Fastgenommene. Der wird Jesus ab dem Krieg steht, hat gewonnen. Du hast keine Kraft, du hast keine Sinn, was nie über Jesus Christus ist. Hat die alle ewig Zeit gebracht und hat die durchgestreckt. Das ist dann durch Genot, dass Gott kann unsere Sünden vergeben. 1. Johannes Kapitel 1, und 1. Vers sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller unserer Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir tun wem was vergeben, das meint, dass wir haben dort nicht mehr gegen die Person, was die getan haben. Und will Jesus Christus die Priest tun, was wir uns verdient haben ab dem Kreuz. Nu kann Gott loslassen den Reich, was er hat, um die Sünden gegen uns haben, wenn die sind nicht betont, und die sind betont durch Jesus Christus. Und dann durch diese Gnade haben wir ein neues Leben in Jesus Christus. Das ist nicht bloß, dass durch Gott seine Gnade, das alte Leben, das Sinn, das wird ewig Zeit gebracht. Gott gibt uns nie in seine Gnade ein Geschenk, das neues Leben, wo wir nie wandeln können, wenn wir Jesus Christus nur vor ihr sind. 2. Korinther Kapitel 5, 17. Vers sagt, du wen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher wir ist nicht mehr. Er ist nu wird nicht geworden. Das ist durch Gott seine Gnade, dass wir ein neuer Mensch sind, wenn wir wahre geboren sind. So wir haben gesagt, dass diese Rettung ist bloß durch Gnade. Das ist nicht ein Ding, was wir können verschaffen. Das ist nicht ein Ding, was wir können uns verdienen. Das ist bloß durch Gott seine Leib, dass er uns die Gnade schenken wird, dass wir Rat können sein. So dann haben wir vielleicht dann Frau, wo können wir diese Gnade dann annehmen? Und die Bibel lehrt uns, wir müssen diese Gnade annehmen durch Glauben. Er sagt in dieser Epheser Kapitel 2, er sagt, dass es durch Gnade willst wir glauben. So das Geschenk ist Gnade und wir nehmen die Gnade an durch Glauben. So was ist Glauben? Sondern was gegen Christen sagen, die sein fertig, dass Glauben erst Dinge glauben, was wir keine Ursache für haben zum Glauben. Das ist Glauben in solche Dinge, was wir haben abgemerkt. Aber biblisch, das hat eine bessere und eine tiefere Meinung ist dort. In Glauben hat in der Bibel zwei Parts. In Hebräer Kapitel 11, der Vers sagt es dort. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nach Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die am ernstlich segnen. So hier würde wir sagen, du sind zwei Parts für Glauben. Der erste Part, wer nach Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dort ist der erste Part. Wir müssen glauben, dass Wort so ist. Und wir sagen, wir glauben, dass Wort so ist, wir stemmen dort mit, dass dort das Wort ist. Und dann der zweite Part von Glauben ist Vertrauen. Das ist nicht bloß genug zum Glauben, dort Wort so ist, wir müssen uns Vertrauen sagen, und dort, was wir glauben, so ist. So, in Jakobus Kapitel 2, 19. Vers sagt es steht, du glaubst, dass du an Gott ist? Gut. Doch glauben sie gar auch dabei sei Jester und du bei Säteren sei utfurcht. Das ist wichtig, dass wir glauben, dort was so ist. Wir müssen glauben, dass Gott ist und alles, was Gott offenbart hat für uns, zu uns von Jesus Christus, müssen wir glauben. Aber der zweite Part, das Vertrauen, das ist so wichtig. Was ist das, dass wir müssen glauben, dass wir das Evangelium annehmen können? Erstlich, wir müssen glauben, dass Jesus ist, wer er sagt, er ist. Wir müssen glauben, dass Jesus ist für alle Ewigkeit Gott. Wir müssen glauben, dass er kam zur Welt als ein Mensch.
En hij leeft een leven wat volkomen wie verder gesagt. Hij had niemals dat hij een zin deed oder dat hij een zin in zijn hart had. Wir moeten geloven dat hij zum Kreuz ging. Op dem Kreuz starb hij voor alle onze zinden. Nicht bloß onze zinden, maar de zinden voor de ganze Welt. Wir moeten geloven dat in 3 Dag stond hij op van dood. Dat hij ware leven had. Wir moeten geloven dat hij te Himmel voeren deed. En hij doet es. En hij merkt rijdt, om terugkomen, om ons nemen, te waar hij is. Wir moeten ook geloven dat wir sind, wer Gott sei, wir sind. Die Bibel lehrt uns, dass, wenn Gott Menschen mögt, die Menschen, die werden gut. Aber durch, was Adam und Eva deiden, wir sind nicht alle Sünder. Wir müssen glauben, dass wir sind nicht gut genug, um in den Himmel ankommen. Wir müssen glauben, dass uns in Radung fehlen wird. Wir müssen glauben, dass die Radung kommt bloß durch Gott seine Gnade. Das ist ein Geschenk von ihm. Wir müssen glauben, dass das bloß durch Glauben, dass wir Rat kann sein. Und wir müssen glauben, dass wenn wir uns vertrauen sollten in Jesus Christus, dass wir das ewige Leben wollen haben. So, das ist ein klein bisschen, was wir glauben müssen. So, wir haben gesehen, dass das sind Dinge, was wir müssen glauben, wir sollen glauben, das Port von der Evangelium annehmen. Der zweite Port dann ist, uns vertrauen sollten in dort, was wir glauben, ist so. Ein Port von ein Vertrauen sollten an Jesus ist, bekehren und umkehren. Das sind wir, die hier sich meist immer rein. Und umkehren meint, und das ist, wo wir das englische Wort kriegen, Repentance. Wir drehen von einer Weg gehen, nur eine andere Weg gehen. Ein Port von dort ist, wir drehen von an die eine Weg proben zu sehen, dass wir gerat sind durch an die eine Weg. Und wir drehen von dort Weg und wir drehen zu Jesus Christus noch feiern. Wir drehen Weg von in unser Sinnleben und wir drehen zu Jesus Christus noch feiern. Und dort nur Jesus drehen, dort ist, was die Bibel lehrt, bekehren. In Englisch sei wir convert. Wir geben uns an nach Jesus Christus. Wir nehmen das an und vertrauen und glauben. Sind dann so eine Wort sein, alles was einer braucht down, ist glauben an was einer gerät. Aber umkehren und bekehren als Port von Glauben haben. Das ist drehen von unseren eine Worten vertrauen und wir drehen von dort und wir tun uns vertrauen ganz in Jesus Christus saten. In der Bibel lehrt uns wieder, dass wenn wir uns vertrauen saten in Jesus Christus, dann sind wir Jesus Christus noch Feuer. Wir sind Jesus Christus noch Feuer. Wir folgen Jesus Christus nun den Kreuz. Und ab dem Kreuz sei wir, wo unsere Sünden wurden du angenäht. Und die Sünden, die wurden du ab den Kreuz gekreuzigt. Dass die Sünden du wahrgenommen wurden für uns. Und dann, da wir Jesus Christus in den Grafen entfallen. Und du sind unsere Sünden begraben, niemals zum Wahrer abgewachsen. Und dann sind wir Jesus Christus noch feiern, wenn wir Jesus Christus in das Leben noch feiern. Wir tun noch feiern in was wir sind, was wir tun und wo wir reden. Und alles dann sind wir Jesus Christus noch feiern. So, wo tun wir dann uns Glauben sagen in Jesus Christus? Wo nehmen wir das an? Wo können wir uns Glauben in Jesus Christus sagen? Römer Kapitel 10, der 9. und 13. Vers lehrt uns wo. Dort sagt es dort, wenn du mit den Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott ihn von dort abgeweicht hat, wirst du selig. Wer von Horten glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Die Schrift sagt, wer immer an ihm glaubt, wird nicht zu Schande werden. Du hast keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Willst du selbst je Herr als Herr über alle. Rick genug alle dort zu geben, nur wat zij beten. Willst wer immer den Herrn in zijn Namen anraubt, wird selig worden. So hier sei wie der zwei Port von Glauben. Wie man ursprünglich sagte, wie man in Hort glauben, der 10. Vers sagt, wer von Hort glaubt. Wie man dort in Hort glauben, dass Jesus Christus erst gekommen, um uns zu raten.
Wir moeten nog geloven in ons hart dat we zinde zijn en ons raden fehlen dat. En we moeten nog geloven in ons hart dat wanneer we worden ons vertrouwen in Jezus zaten, dat Hij wordt ons raden. En dan de tweede part is, we moeten ons vertrouwen dan in Jezus zaten. Hij zegt, wanneer du met den Mühl Jezus als Herr bekend. En wer met den Mühl bekend, der wordt seilig. En dit is waar we ons vertrouwen in Jezus zaten. En wanneer het geschreven wordt, en dat we in de tijd, wo de Rijmer even de Juden waren, wanneer de persoon wordt zijn, Jezus Christus is Herr, wat er met zijn dat we dat Jezus is even de Rijmer kennen. En dit zijn, kan meinen dat de mens wird zijn leven moeten abgeben voor zijn geloven. Dit is een vertrouwen zaten aan wat Jezus heeft gedaan voor ons. En dat doen we door gebed. We geloven in ons hart, en de tweede part is, dan beten we naar God. We bekennen onze zinden. We bekennen dat ons fehlt in raden. We bekennen dat naar arm, dat we wel arm aannemen als onze raden. En we nemen dat aan, wat Hij gedaan heeft in onze stad. En dan zegt dat hier, wils wir allemaal den Herrn in zijn namen aanroept, wordt seilig worden. Ik zei in de eerste session dat het Evangelium is werkelijk zeer simpel. En dit hier is zeer simpel. Wanneer we in hart leven dat ons de Radung fehlen deed. En dat Jezus ons Rader is. En dan wanneer we nog aanbeten doen en dit aannemen doen, dan kunnen we weten dat we raad zijn. Vele van jullie werden deze video worden zijn, hebben jullie al bekeerd. Vele van jullie hebben deze Radung al. Maar vielleicht zijn er zo'n wat, dit hieren doen, dit harken doen, je hebt deze Radung nog niet. Je hebt het nog niemals aangenomen. Ik wil van jou jullie de gelegenheid geven om Jezus Christus aannemen als je Rader, zodat je kan dat weten, wo je staat met God. Ik wil je leiden in gebed van jou. En wanneer je dat met wil beten, je kan dat bloeders of stellens. En dat is niet de rechte weer. Dat zijn niet mijn weer, dat zijn niet dine weer. Dat is wat een hart is. Dat we ons aangeven door Jezus. Door geloven dat God ons zijn genade schenken wird. Laten we dan toch beten. Jezus Christus, ik beken ik ben een zinder. Ik beken dat mij fehlt in raden. Ik geloof dat du bent gekomen mij te raden. En Jezus Christus, ik neem dat van jou aan. Ik neem dat aan in geloven dat du hast mij vergeeft, wilt wat Jezus op een kruis heeft gedaan. Ik neem dat aan en ik neem die aan, dus mijn raden en mijn heiland. Jezus, dankzij voor mijn raden van mijn zinnen. In Jezus' naam we beten. Amen. Wanneer du dit voor de eerste maal hast gebed van jou, ik wil die ermoedigen. Rijd uit naar een andere persoon en dat het maakt dan wat God in die gedaan heeft. En wanneer je hier nu worden een hallen gaan en de vrouwen doorgaan van deze session, ik wil die ermoedigen. Dat maakt dan waar Jezus Christus je geraad heeft, dat je kan alle God prijzen voor wie Hij is. Ik wens je een goede werk en God te zien.